Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, jetzt ist es mal wieder soweit. Ich fahre wieder mal mit einem Turbo-Kart-Rennen. Lang ist es her. Das letzte Turbo-Kart-Rennen ist, glaube ich, im Mai oder Juni, ich weiß es gar nicht mehr. Nachher hatte ich den ganzen Sommer eine Klempe mit dem Beckenentzündung, dann Muskelriss und alles. Und ja, eigentlich auch heute immer noch Probleme. Es ist immer noch nicht gut, es ist immer noch am Heilen. Und es braucht einfach relativ viel Zeit, bis es ausgeheilt ist. Und jetzt machen wir aber gleich mit. Ich bin gespannt. Heute das Turbo-Kart-Rennen mit dem Simi, Levin und noch zwei weiteren Dudes, die ich leider bis jetzt noch nicht kennengelernt habe. Sie sind im Gruppenchat drin. Ich habe ihren Namen gerade vergessen. Tut mir leid, wenn ich es jetzt gerade nicht gesagt habe. Am Ende vom Rennen werden natürlich wieder alle eingeblendet oder während dem Rennen werden natürlich auch wieder alle eingeblendet. Es gibt wieder klassisch ein Vlog von dem heutigen Event. Ich freue mich sehr darauf, heute mal wieder mitzufahren am Turbo-Kart-Rennen. Und ja, am 5:30 müssen wir zwei Rennen sein. Am 6 geht es glaube ich los. Das ist heute Samstagabend. Es ist ein Nachtrennen oder in die Nacht rein. Ich muss aber bei meinem Helm ein klares Visier montieren, weil ich habe jetzt eigentlich ein dunkles Visier drauf, also ein Spiegelvisier. Und das habe ich das erste Mal schon drauf gehabt im April, glaube ich, war es ein Turbo-Kart-Rennen oder im März, ich weiß nicht mehr wann. Und dort habe ich fast nichts gesehen, also wo es dunkel geworden ist, so muss ich das Helle drauf montieren, dass ich etwas gesehen habe. Und ja, ich weiss noch nicht, ob ich irgendeinen von den Anzügen anlege. Also den Latifi lege ich sowieso nicht an, da passt nicht trainieren, weil ich es fett. Der Aramco, also respektive der Mech-Anzug von Aston Martin, der würde ich rein theoretisch nie passen, aber ich sehe aus wie eine Presswurst, das passt irgendwie auch nicht. Da, der würde mir auch gehen, sieht aber auch ein bisschen eng aus dann. Ich könnte wahrscheinlich den hinteren Sauber Petronas Mech-Anzug anlegen, weil der würde mir passen. Aber ich weiss noch nicht, ob ich wirklich den anlegen soll. Ich habe angefangen, ein bisschen Anzüge zu sammeln, wie man unschwer kennt. Ja, finde ich schon noch recht cool, hängen bei mir jetzt einfach an der Wand. Und mal schauen, was ich mit denen schon noch so mache. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gerade dann in Wolle. Ich mache jetzt so das ganze Zeug bereit. Wie gesagt, ich tue das Visier jetzt noch wechseln. Gerade vorher ist jetzt noch das Qualifying gelaufen von Aserbaidschan. Habe ich auch noch geschaut. Ein sehr geiles Qualifying gewesen. Vor allem mit viel Pausen drin, also sehr langes Qualifying, so muss man sagen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zu Wolle wieder. GoPro ist am Laden. Und wir sehen uns an der Strecke. Mach 67. Wie lange geht es, bis wir zu den Safe Bros werden? Lang. Machen wir kaputt. Perfekt, aber das rutscht nur um. Voll schnell raus, hä? Muss jetzt nur noch fahren. Das, was ich sage. Oh, der ist schon eng, Mann. Der ist sogar für mich eng. So, ich fahre früher auf Vollgas, ich stehe vor die Klötze und dann rührt es wieder vor. Wir 3 Fuß machen beim Training. Spielt keine Rolle. Ja, vorgeschwärmt. Wie viel fahren? Oder wie Jeder viel? 5 Minuten Zeit ins Training. Wie viel sind das? Etwas über Runde? 6. 6. Ja, aber ich muss ein bisschen mit dabei aufpassen. Alter, was einfach ist? What? What the fuck? Alter! Nein, Das ist jetzt crazy. überhaupt nicht reinschießen, Scheiße!
Und dann die letzte Runde, jetzt habe ich es getroffen. Anne, das ist völlig krank, Mann. Die letzte Runde. Der sagt, doch achten wir so. Ja, super, okay, wir machen die andere Strategie. Geil, sicher. So geil, Mann. Hey, ist so gut. Die letzte Runde. Ah, schau mal. 1 Zettel schneller. So geil, Mann. Du bist die ganze Let's Zeit um fucking 8 go, gewesen. Ich Alter. kann schon wieder weglaufen. Jetzt kommst du auch mal ins Video. Sehr gut. Ich schlafe da hinten. Ist gut? Wenn es losgeht, du nicht. Also das 55 ist 1, 56 ist 2. Ja, du meinst schon davor, musst du einfach zu ihm zeigen schon wo.
Und wie war es? Alles geil. Hast du die erste Kurve gesehen? Nein, ich bin da hinten gestanden. Ach du Scheiße, Mann. Wir haben uns die ersten paar Kurven sind fast nur geflasht gewesen. Ja, wir haben gedacht, wir nehmen dich jetzt raus, nicht, dass es noch irgendeinen Unfall gibt Das oder war etwas. überlegt, das war eine gute Idee gewesen. Und wie war das Gefühl? Grundsätzlich nicht schlecht. Weil irgendwie, ich weiss nicht, ob ich es war oder ob das Gaspedal anfängt zu klemmen. Keine Ahnung. Ich habe zwei fast Kontakte in der ersten Wand, die erste Kurvenwand gehabt. Ja. Ich bin nochmal in die Wand rein. Aber ich kann nicht sagen, ob das Kart ist drin. Ja, wir haben dich jetzt auch noch ein bisschen länger draussen gelassen. Wir haben gedacht, wir tun es ein bisschen rausziehen, du magst sicher. Ja, ich wäre gerne schon länger rausgekommen. Aber sonst allgemein gut gewesen.
So, wie war es? Ich bin jetzt nicht so schnell gewesen. Oder? Ja, der Simi hat gemeint, du hast ein bisschen auf den 54er vor uns verloren. Ja, ich bin nicht schnell gewesen. Die ersten paar Runden waren gut gewesen. Nachher habe ich natürlich gemerkt, dass ich halt keinen Sport mehr mache. Und der Grip war gut gewesen, oder? Am Anfang war es geil gewesen, aber nachher habe ich nicht mehr zu viel Wellen. Ja. Bin ich wieder scheiße gefahren. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ein bisschen frustriert. Sorry. Ich habe das Gaspedal nicht. Nein, nicht. Aber da bin ich. Aber nein, ich bin einfach scheiße gefahren. Nur verfehlen drin die ganze Zeit. Vor allem habe ich gemerkt, nach etwa 5 oder 6 Runden habe ich gemerkt, dass ich seit 4 Abmonaten oder 3 Abmonaten kein Fitness mehr mache. Das habe ich gut gemerkt. Der hat schon weh, ich so, fuck, die muss so lange fahren. Und wie war es? Rutschig. Rutschig? Ja, rutschig gerade im Training. Also mir hat es gegen Schluss auch ein bisschen rutschiger gedacht. Ja, ja. Hey, sorry, ich wollte nicht auf die Füße kommen. Ich habe gar nicht gesehen, dass du hinter mir gestanden bist gerade. Rutschig. Rutschig. Rutschig gerade im Training. Massiv. Ich will abfuhren, ne? Ja, der Levin muss jetzt reissen. Und nachher her, ja. Hey.
Ich habe nicht so ein gutes Gefühl gehabt. Ja, du hast viel verloren. Ja. Aber erzähl mal. Ja, also am Anfang habe ich das Gefühl, es ist einigermaßen gut gelaufen. Aber irgendwann habe ich so viele Fehler gemacht. Und das Gefühl selber ist rutschiger geworden? Ja, ich bin manchmal gekleidet, aber ich glaube, ich bin mehr an mir gelegen. Herab. Es sind, glaube ich, immer noch Top 10. Also es ist immer noch gut. Hast du gesehen? Wie viel das immer? Auf der Strecke 9. Ja. Ich denke, wir bekommen P8 über am grünen Tisch. Ja. Ich bin voll drauf gesehen, die voll rasiert. Aber bist du schneller gewesen als er. Du hast eine gute Zeit gefahren. Eine gute. Wirklich. Und sonst, wie war das Feeling? Einfach so? Ist gut. Ich konnte viel frei fahren. Ich bin einfach gepisst, Mann. Alles gut. Aber es war gut. Ich konnte recht viele gute Rundenzeiten holen, glaube ich. Aber du bist sehr stark im Fall. Du hast gerne gefällt, von Porsche Cup Fahrt und so. Aber ich war schneller gewesen. Ich habe die schnelle Rundenzeit ja. Ich habe zweimal aufgeholt. Du hast brutal schnell aufgeholt. Du hast ein bisschen angestüpft, dann hast du rein durch. Nachher hast du halt Rettung bekommen. Schade, aber du, alles gut.
Hey, vor allem ist passiert, ist der Gaszug gerissen. Schon wieder etwas passiert? 2 Runden vor Schluss hat es mir vorhin gesagt. Nein! Oder Wetter. Ja, ist passiert, ist Schon wieder? letztes Mal Reifen verloren und jetzt da. Scheiße. Den haben wir auf dem 8. Rang. Sie sind heute mal auf Pole gewesen. Sind wir alle sehr überrascht gewesen. Ich glaube, sie selber auch. Ich hätte es ihnen nicht gegönnt, wenn sie so geblieben wäre, aber sie sind hochgerutscht, runtergerutscht. Sie haben halt einfach auch ein geiles Fahrerfeld. Es ist halt das Niveau ein bisschen durcheinander, aber wirklich sehr geil. Sie heute auch sehr fair. Darum eben am Anfang nicht übel nehmen, aber es ist zum Teil auch ein bisschen, auch wenn ich zuschaue, fange ich auch an zu schwitzen. Aber ein riesen Applaus für unsere Unsafe Bros. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, der Kassel hat beim Zuschauen dann geschwitzt. Ja. Und in seinem Turn wahrscheinlich. Ja. Dann haben wir auf dem 7. Rang. Er hat heute leider allein müssen durchziehen. Das machen wir normalerweise auch nicht. Aber er hat es mir auf dem Abteil gezeigt, im Schar, auch wenn dort und da mal ein Fehler drin war, das ich von innen eigentlich nicht so gewöhnt bin. Ein riesen Applaus für Kolbenfress. Stark gewesen. Alles rausgekommen. So. Dann haben wir auf dem 2. Rang. Ihnen mag ich es mega gönnen, weil das ist heute ein bisschen untergegangen. Vielleicht haben es die einen oder anderen mitbekommen. Sie sind auf dem 3. gestartet. 3. gestartet, erste Runde. Sehen Sie plötzlich als zweitletzte oder drittletzte durchfahren, sind ein bisschen gerumpelt und schauen da, wo sie gelandet sind. Dann habe ich mal eine Auffalljagd. Fast schon Team of the Day, würde ich sagen. Ein riesen Applaus für Active Racing. Fahren wieder helfen. Dann haben wir auf Position 1. Freut mich auch wieder, sind wir wieder mal da oben. Haben heute sicher auch nicht den besten Kart gehabt, aber es ist eine gute Karte. Sie haben alles gegeben, haben gut aufgepasst, gut gemanagt, am Schluss natürlich noch profitiert. Das mag es ihnen sehr gönnen von Herzen. Vollgas! Ich kann immer nicht so gut. Ich habe mich einfach nicht mehr gesehen. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen herzlich bedanken, die dabei waren. Wir sind auch nicht perfekt, es passieren Fehler. So ein Kartchen kann halt einmal kaputt gehen, es ist halt alles technisch. Wir können es nicht ändern, ihr merkt, es beißt mich und wurmt mich selber auch, vor allem wenn eben ein Gaskabel lässt in der drittletzten Runde. Aber das gehört zum Motorsport dazu. Ich hoffe, ihr habt den Spass gehabt. Ich wünsche euch allen einen ganz schönen Abend, ein schönes Wochenende und hoffe, dass ihr bald wieder dabei seid. Merci vielmals. Ja, da sind wir schon wieder zurück. Wir haben eigentlich nicht mehr gross aufgenommen an der Strecke, auch so ein Fazit haben wir nicht aufgenommen. Das kommt jetzt halt da von meiner Seite her. Und ich hoffe, dass ich da für unser Team die richtigen Wörter finde, respektive auch das richtige Sagen. Nein, also grundsätzlich wirklich wieder ein cooles Event. An erster Stelle wieder ein riesen Dankeschön an alle, die mitgefahren sind dort, an die anderen Teams, die auch mitgefahren sind. Es hat zwar das mal ein bisschen mehr gegeben, habe ich das Gefühl, als auch schon, aber ja, das passiert halt gerne mal. Wir haben coole Geschichten erlebt dort an der Strecke. Wir haben auch Szenen erlebt, die richtig bitter waren, mit Gaszug, der reisst und alles. Also eine richtig krasse Geschichte, auch 2 Runden vor Ende eigentlich. Und ja, von unserer Seite her, wir haben natürlich ein riesen Highlight gehabt, dass wir auf Pole gestanden sind. Da haben wir gar nicht damit gerechnet. Der Joel hat aber hier eine richtig krasse Zeit rausgeballert. 15 Hundertstel sind wir schneller gewesen als der Zweitplatzierte. Und dann nachher, ja, haben wir es halt leider ein bisschen durch den Rennverlauf haben wir es wir haben extrem viel verloren dann schlussendlich. Ich glaube, die Strategie, die wir gemacht haben, war nicht einmal so schlecht gewesen, aber wir haben es halt einfach ein bisschen verkackt, was den Grundspeed anbelangt. Ich bin selber sehr langsam gefahren, würde ich behaupten. Viele Fehler gemacht auch und ja, da muss man sich halt wahrscheinlich auch ein bisschen eingestehen, dass man halt einfach
3,5–4 Monate lang nicht mehr gefahren ist. Und das merkt man halt einfach, weil ich bin irgendwie 5 Runden gefahren, wir haben die Schulter schon wieder. Und ich so, fuck, ich muss noch ein bisschen länger fahren. Das hat man, glaube ich, auch im Video schon gesehen. Der Levin war auch nicht so zufrieden mit seiner Performance. Er ist aber auch selber schon ewig in einem Car gefahren. Der Sim war wirklich stark gewesen. Und der Jan und der Joel, die sind wirklich auch gut gefahren. Also von dem her, man hat eigentlich eine gute Basis gehabt. Hat aber hier und da, sage ich jetzt mal, etwa 2 oder 3 vielleicht ein bisschen gescheitert oder sind nicht so schnell gefahren. Aber ich denke halt, durch ein bisschen Übung und ein bisschen Training können wir vielleicht auch wieder ein bisschen weiter vorne mitfahren. Die Top-Platzierung dieses Jahr, die wir bis jetzt geholt haben, war ja ein Platz 5 gewesen, wo wir uns sehr gefreut haben darüber. Aber natürlich für uns dieses Jahr das grösste Highlight, ganz klar, eine Pole Position mal holen als Team. Und ja, sonst wäre es das eigentlich gewesen von dem heutigen Video. Ich glaube, sonst muss ich nicht mehr gross erwähnen oder sagen, was noch so passiert ist. Ich bedanke mich noch einmal recht herzlich an alle, die das organisiert haben, eben an das Team Unsafe Bros, wo mitgefahren ist, und wie gesagt auch nochmal an alle anderen, die mitgefahren sind. Jedes Mal wieder ein cooles Event. Es sind wirklich immer die gleichen Leute inzwischen dort, oder es sind auch immer schon die gleichen Leute dort gewesen, die wir auch dazugekommen sind. Wir machen das seit 1,5 Jahren mit dort. Und alle immer mega korrekt, mega lieb, helfen einmal, wenn man ein bisschen Fragen hat und so. Darum, wir kommen wirklich immer mega gerne. Wir machen auch das Ganze immer mega gerne mit Videos aufnehmen, und ich mache es mega gerne auch wieder Videos schneiden dazu und so. Das macht mir eigentlich wirklich immer Freude. Und ja, dass man das auch so ein bisschen festheben kann, finde ich auch eine coole Geschichte. Aber ja, da würde ich mal sagen, wäre es das mit dem heutigen Video. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und wenn du das Video willst, auch teilen. Und dann sehen wir uns dann wieder im nächsten Video, im nächsten Turbo-Kart-Rennen, das am 19. oder 18. Oktober ist. Und dann gibt es auch wieder ein Video dazu. Und bis dann wünsche ich dir ein schönes Tag. Mach's gut und